Die Damen und die Herren an all Freunde vom FCW für den 03 willkommen. Für das Spezial D für den 03 TV-Emission weisen wir die zwei Matcher von der UEFA Conference League zwischen dem FCD für den 03 und dem Olympia Ljubljana. Viel Spaß beim Gucken. Und da sind wir weiter mit dem Bus Richtung Slowenien gefahren.
ich ein paar Flottbilder vom Match rausgesichtet.
So, der Match ist just fertig und ich wollte dich fragen, wie du den Match gesehen hast. Ja, also für uns war ein guter Match von uns, fand ich. Defensiv ganz stark. Wir sind natürlich viel in den Ball gelaufen, weil sie hatten viel Ballbesitz. Das hat ihn zum Schluss auch gesehen, wir waren schwer. Ich meine, am größten Ganzen war es aber ein gelungener Match und ein ganz gutes Resultat. Wie gesagt du denn in den dann als erfolgreich oder aber mit einem traurigen A, weil man dort den 0-1 nicht konnten halten? Oder sogar vielleicht könnten den 2-0 machen? Ja, die hätten natürlich lieber gewonnen. Aber ich muss noch sagen, sie hatten noch eine Goalchancen. Wir hatten natürlich nur mit denen, ich hatte 100%. Wenn wir die rausschießen als 2, natürlich viel besser wie in denen. Ich meine, wir können aber mit denen aber ganz zufrieden sind. An einer Woche, wie gesagt, du Chancen, dass wir durch 4 kommen? Ich meine, nur die mit denen hier. Ich habe die Chance 50-50, weil wir brauchen sie nicht zu fertig. Und wir geben mit einem guten... Also mit einem guten Gefühl geben wir dann eine gute Darstellung sowieso. Dann hoffen wir, dass wir dann, wenn wir an einer Woche spielen, dass alle gesund sind, gut heimkommen. Auf viel Erfolg für die nächste Woche. Ja, merci. Dis-moi derrière, comme gardien, comment tu as vu le match aujourd'hui? Bah écoutez, moi j'ai vu le match comme différent, j'en étais un bloc bien compact. Je me trouvais intéressant sur la transition offensif. Après, je pense qu'on a bien contrôlé cette équipe de Ljubljana qui jouait très bien au ballon, qui avait énormément d'expérience, qui prenait le temps avant de finaliser les actions. Après, malheureusement, on concède un but sur une erreur d'inattention, on n'est pas attentif, sur un moment où il poussait vraiment beaucoup. Et sur un coup de pied arrêté, un ballon en deuxième. Mais bon, après on a su se relever et on a su maintenir le score. Gonzo Almeida a failli marquer à la fin. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est un match nul mérité. Et je pense que le match retour, ça sera un beau match. Et pour le retour, on a une chance, non? Je dirais même plus qu'une chance. Je dirais même qu'aujourd'hui, on a prouvé qu'on était à armes égales par rapport à cette équipe professionnelle de Ljubljana. Donc comme je vous ai dit, pour moi, à chaud, je trouve que le match nul est mérité. Et je pense que la semaine prochaine, ça sera 50-50. Alors pour la semaine prochaine, je te souhaite avec ton équipe, notre équipe, le meilleur possible et qu'on gagne. Merci beaucoup. Kurz no Match, wie fühlst du dich? Glücklich, dass man nicht verloren, also nicht glücklich, dass man nicht verloren, aber das ist der kleine Regret, weil sie gesagt haben, dass wir den Match gewinnen könnten. Und, wir sind reingekommen, für zu gewinnen. In denen das geschlechtliche Resultat, aber wenn wir da die 90 Minuten gucken, dass wir den Match gewinnen könnten, und wir, wenn sie dann im Standard-Goal den Match gleich spielen, war ich nicht wirklich froh darüber. Okay, ich meine, das ist eine Equipe, die einfach der Wert von Eiser ist. Und das sind sie mit verschiedenen Aktionen. Aber wenn du richtig guckst, hat man auch die Chance, für nach dem 2-1 zu schießen. Ja, wir stehen halt immer ganz gut. Haben ganz gut verteidigt. Und halt, wenn man sie analysiert, oder wird ein Trainer sagt, sie verteidigen nicht gerne. Und man profitiert, das ist auch stark, die offensive Transition. Wir profitieren daraus geholt, wir haben ein Goal geschossen. Leider ist kein zweiter rausgekommen, aber wir stehen wirklich relativ gut an. Wir haben wirklich profitiert von dem 0, das ist wirklich gut getan. Wie gesagt, du die Chance für die nächste Woche? Von mir aus, dass es so ein Allmatch spielt sich von 0 an. Allmatch ist eine andere Geschichte, dafür kann ich nicht den nächsten Match jugieren. Aber wenn sie es können, durch den Willen, können wir an den nächsten Tour weiterkommen. So, kurz no Match habe ich den Presi bei mir stehen. Und ich wollte fragen, wie du, wenn der Tribüne den Match verfolgt hat und ein bisschen von seinen Gefühlen kann das auch etwas sagen. Wie immer, der hat relativ schnell geklappt. Aber bon, war ein guter Match, ein guter Leistung von unserer Equipe. Die erste Halbzeit ganz gut, die zweite sind wir ein bisschen hingegangen. Die ersten 20 Minuten den Ball nicht mehr gehalten.
dat do ass Erinnerung wéi déi ver den Kupp drop z Matscher spielt. Goldchancen hat, man schmenge Mäten der méi wie sie. méi bon leider mussssen déi rakommen. a méi Kinder an so Matscher kister jo net vill, die puiste Christo die musssse klappen. Man go der ganzen zufrieden an schmengen lo an enger woche Retourmatch. A wie üblech eis seit Publizitéit mat der Bei Immobiliär vun Asch-Uelzeg. Der Retourmatch war natürlich nicht das, was Tion sich vorgestellt hatte. Die Enttäuschung war natürlich riesig groß und heute so weiß ich schon probieren. Bedoué Juan, 21, Lambert Dylan, 25, Franzoni, Nummer 2, Monteiro Lima Gianni, Almeida Gonzalo, 15, Tamba Marcelino, 19, Buskic Asim.
Als Junge sollen natürlich auch nicht den Cup hängen lassen. Nun ist die Vollkonzentration für ihren ersten Championatsmatch hier um die von der Terra den 7. August gegen den Racing Lützerath. Bis dahin bleibt all gesund am Montag. Adi, bis dann.